Ich begrüße euch herzlich für eine neue Sendung von ADR Tele. Und hier sind die Hauptüberschriften von dieser Edition. EU-lang sind Tiere von den Disco schon zu. Am Interview ein betroffener Patron, dem möchte der Regierung der Reproche, dass sie die Branche henken lässt. Der Kommissär für den Lützeburger Spruch, Marc Barthelmy, steht uns am Studio Ried an Antwort. Der Verfechter von unserem Spruch, der Fred Keup, reagiert. D'Awohner vom Neidorf an der Stadt wehren sich gegen den Standort von der geplanten Velosbrücke über dem Dall. Sie sind nicht gegen das Projekt aus sich, aber fordern gerade wie die ADR eine Alternative. Angefangen aber mit dem konsequenten Nein zum Covid-Gesetz von der Regierung hat die ADR der Chambre wichtige Aufänderungen proposiert, für die Bürger möglichst sehr elementäre Grundrechte zurückzugehen. Aber bitte Lako hatten aber mal nicht den Anstand für Not zu lauschen und haben einfach den Saal verlost. Herr Präsident, ich wundere mich fänken, die Regierung schenkt die Salvens verlosen, wenn wir über Motionen schwätzen, die die Regierung adressiert sind. Das schenkt mir ein bisschen außergewöhnlich sein. Schülerin möchte sich abstimmen, wie mengt, dass so gut mich gediert, Herr Staatsminister. Ich will. Das ist schon bald erschreckend, dass die ADR die einzige Partei am Parlament ist, die als Grundrechte permanent verteidigt und die Gambia-Parteien auffordert, für am Angriff an die Privatsphäre abzuhalten und als die verfassungsmäßig garantiert Bürgerrechte zurückzugehen. Wie kann es sein, dass als Politiker sich anscheinend darum gewinnt und dadurch noch gut findet, dass die Rechte eingeschränkt sind? Wisst ihr, es gibt auch eine Sache, und das ist also etwas, was bei der CSV-Intervention rauskommt, das ist wie ein Menschenbild, wie ein Vertrauen an als Bürger. Wenn wir so, wir wollen, dass die Einschränkungen am Privatleben abgehen, wie die Verfassung nicht vorgesehen, Protection de la vie privée. Als die Vertreterin von der CSV steht ab, und sie sagt, wir wollen nicht, dass Party gefeiert gehen mit 100 oder 200 Leuten daheim. Aber das Grundprinzip von der Gesellschaft ist Vertrauen an die Verantwortung vom Bürger, an die Souveränität vom Bürger. Dass die Regierung, die muss durch Garantie von den Grundrechten, also so, dass die Regierung soll an der Gitt gehalten gehen, für das den Einzelnen kann seine Freiheit behalten, muss mir dann jederin daran erinnern, dass das das Prinzip ist von unserer Gesellschaft. Dass die Grundrechte in der Verfassung stehen, für den Einzelnen, für unter Willkür von der Regierung zu schützen, für die Privatsphäre zu schützen, die Rechte, die sind nicht Rechte, die die Regierung euch schenkt, das sind Rechte, die die Leute tun, und die Regierung ist nicht der Wäschhöhle. Ich kann mich nicht mehr wundern über die Gewinnung und Absolutismus, den Hai am Land schenkt zu sehen. Wir als ADR, wir stehen zu den Grundrechten, an die Forderungen, die wir hier erheben, dass das einfach das, was die Basis von unserer Gesellschaft ausmacht. Es kann nicht sein, dass man nur über ein Jahr de Faktor in einem Ausnahmezustand lebensstage an einer Methode Krise, da wo Gesetz zu Gesetz automatisch Einschränkungen an Privatsphäre und so weiter tolerieren oder stimmen, und dass es nicht mehr große Protest an der Lützeburger Politik geht, wie die von enger Partei, das die von der ADR, und schon gesagt, wie hochfrische Steuerbasiert sind. Zu den Corona-Impfungen dann. Zustimmung nimmen, wenn die Freiwilligkeit zu 100% garantiert bleibt und nicht zu keinen Notdeler für Leute, die sich nicht impfen wollen, losen können. Kritisch bleibt der auch, was den Ersatz von den Schnelltester angeht. Hier stellen sich eine Reihe Fragen, die geklärt müssen gehen. Ganz klar bleibt dagegen der Forderung, was den Horeca-Sektor betrifft. Wir bleiben als ADR bei der Forderung, dass der Horeca-Sektor nicht ganz abmachen, selbstverständlich am Respekt vor den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Nicht nur, Madame Präsidentin, hat die Regierung leider mit der Unterstützung von der CSV den Horeca-Sektor abmachen. Nee, sie geht doch dahin, gibt verschiedene Terrassen eine neue Definition, und möchte den Gag mit all den Patronen, die extra investiert haben, für ihre Klienten können nicht zu servieren. Wir verlangen und hätten doch gerne gesehen, von Terrassen wenigstens Oves bis 10 Uhr hätte können abmachen. Ich meine, es geht ja besser wieder. Und ich meine, Täter Katzki Buckel und Lektionen auch für 11 Uhr, wenn Sperrstunde ist daheim. Es bleibt also Rätsel, für was kein Publikum am Sport darf sein. Das Risiko, für sich an einem Stadium anzustechen, ist ganz sicher nicht mehr groß wie an einem Kino oder an einem Theater. Wir hatten als RDR mehr wie einmal über Sinn und Unsinn von dem terriblen teuren Large-Scale-Testing geschwärzt. Und wir hatten noch als Überlegung zu der Aussagekraft an der Interpretation
von der PCR-Testerei mehr wie einmal aufgebracht. Viel Eler leckt, wäre massiv von der Isolation betroffen und die hatte katastrophalen Effekt auf ihr Psyche, so dass viele von den betroffenen Leuten sich gerne leben wollten wollen. Ob der geht nicht mit zu betonen, dass die Regierung endlich mehr aktiv gehen, nachdem es die zuständige Minister versorgt hat. Von der Menschenrechtskommission gibt es dann noch viel Kritik, dass diese Menschen von ihren Relationen einfach aufgeschnitten gehen. Vu Lockdown a COVID-Krise si sie ekonomisch gesinn mat am Herzte getraff gin. Discobetreiber am Land. Zter engem Joer derfen des Nutzlokaler hidieren net méi opmachen. An dat stel es Patron fir un nachmi grosse Herausforderungen wie déi vun der Horeca. Dat heisi Bilder aus besseren Zeiten, wo Jungkleit sech nach Nutz an der Disco amüsieren konnten. Allgemeng ass den evenementiell hart getraff vun de Covid-Restriktionen, hunderte Leiit hunn ihr Erbesplatz verloren. Och den Angelo Presti ze Summe mat zingen engste Maderbeter machen sech immer méi Sugen ihr Existenz. Sie wëssen net, wie et mat den zo landbekannten Discoen weitergeht. Eng definitiv Fermetür vum Gotham Lampertsbierg an dem M-Club zu Hollerich gëtt awer leider immer méi wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange wir noch können das Ganze halten. Das ist eine Frage der Zeit. Wenn nicht was geändert wird, dann müssen wir fast komplett schließen. Und es ist auch nicht geholfen, dass wir morgen können aufmachen, weil wir haben hinter unserem Rücken einen Schuldenberg, der ist enorm. Wenn man ausrechnet, 10 Monate, 74.000 € Miete, komplett dieses Gebäude unten im M-Club, kann man sich ausrechnen, was das ein Berg voll Schulden schon ist. Ne? Und das tut weh. Dir selber musst für den ganzen Loyer du allmond abkommen und kriegt keine Hilfe. Genau. Also ich muss ja schon ein Appartement verkaufen, damit ich auch ich habe einen privaten Standard, den muss ich versuchen auszuhalten. Ich habe 5 Kinder. Man sie ginnet nach net op. De Gotham ass fir kurzem als Restaurant funktioniert ginn. An lo war den Drpp fir hoffentlich séier die eich Klion können ze begräessen, a flott die Spektakle unzubieden. Mat der Zeit realiséiert den bisse besser. Ich mein, den Topfen, dass es abgeht. Ich wäre von meiner Seite schon froh, wenn man so okay, wir kennen als wie Angelo erklärt, mir ganz bisschen unmodifiziert im Restaurant festiv, wenn ihr so könnt schaffen. Das ist schon mal eine echte Zeit, weil der Couvre-feu fort von den Bürgermanns bis 1 Uhr kennt Obhut so nicht lo. Da können ihr als Restaurant festiv schaffen, mit eben Distanzen, was muss sein, das haben wir natürlich alles an. Das wäre dann ein guter Anfang für uns. Ne? Dat ze nach eng Zeit lang durchschale können, dofir aslo eng séier finanziell Hëllef neidech. Den Angelo Presti riecht sich dofir mat eng dringenden Opruf und Regierung, die Großprobleme vun den Discobesitzer zu ignorieren schenkt. Diese Handvoll Clubs, dass die Regierung uns unter die Arme hilft, das ist das. Oder am liebsten werde ich selbst mit denen an den Tisch setzen und denen erklären, wo unser Problem ist. Wir sind doch nur 5. Wir sind kein Unternehmer von wo ein Jahr, wir sind seit 20 Jahren hier. Ja? Hilft uns bitte. Ich bin feiert sich und als Kant habe ich zu Jung Lünster gefunden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du quasi überall Lützburg geschwärzt ging. Ich war an viele Clips, ich war am Football, am Tennis, an der Musik. Und noch an der Nachbarschaft, alles also Plötzebäuisch gelaufen. Und heute ist das aber nicht mehr so. Es wird immer mehr Französisch geschwärzt und es hört den immer mehr Lützebäuisch. Und diese Entwicklung stellt den noch am ganzen Land fest. Und dann kann man sich fragen, wer am Anfang gemacht wird, für dass der Spruch mehr benutzt wird. Und für eine Antwort auf das froh zu kriegen, dafür begrüße ich den Kommissär für den Lützebäuer Spruch, den Marc Barthelmy. Vielmals merci für Ihren Besuch hier im Studio. Was soll da dazu? Was können wir da machen, dass Spruch, Eisspruch für allem auch mehr am Alltag benutzt wird? Ja, merci, dass ich der frei bin und dass ich darauf antworten kann. Also, das hat natürlich den Mazedin, der Konstat, den der gemacht hat, dass die Bevölkerung immens an die Blut gegangen ist. Und das hat den Mazedin, dass wir als Wirtschaft developieren und dass die Lützebäuer sich selber nicht genug multiplizieren. Dafür sind natürlich immens viele Ausländer an das Land rankommen. Aber für das die Lützebäuer schwätzen, muss man sie erstens motivieren und ihnen noch die Möglichkeit geben,
dat ze dat leeren an dat is bisschen den verdrop. Ich will da wo de Konst machen, dat het net an allen Hinsichten so ass. Et gin och Bereicher, wo viel Mail ze boeich gebrauch gëtt, wie ich kann sind ein bisschen mehr wo zum Beispiel dann an der Chambre. Okay. Wie ich kann du hast an der Chambre nach zumindest zu 50% Französisch geschwert gehen. Aber wenn etwas ganz offizielles wäre, dann hast nimmer Französisch geschwert gehen. Und ich meine, dass das für das Standing, für das gut Lützeburg zu sagen, vom Lützeburgischen ein enormer Schritt war, wie für dich an der Chambre immer mehr Lützeburg geschwert gehen hast, aber wie du sogar die Bastionen vom Französischen am offiziellen Bereich, nämlich die Interventionen vom Chambrepräsidenten an die offiziell Aussprachen für die neue Tür und so weiter auf Lützeburg gehalten gesehen. Ich meine, das hat wirklich den Stellenwert vom Lützeburgischen immens an Blut getrieben. Das ändert aber nicht daran, dass man natürlich das Problem haben, dass man muss die Leute, die hier im Land leben, motivieren, für Lützeburg zu lernen. Richtig, ja. An der Boutique ist es ja so, dass ihr auch für 30 Jahre rund, du hast noch an all Boutique quasi Lützeburg geschwärzt gehen. Haut das echt die Ausnahme. Wie war das da doch so? Wie war also doch findest ein Personal kann ich doch nicht mehr machen. Also kann ich sicherlich. Das hängt ja auch von der Boutique auf. Es gesagt, die auch zumindest bei den ganz großen Geschäften, auf engen Geschäften, dass Leute sich mehr in Lützeburg zu schwätzen, auf engen Leute sich nicht mehr in Lützeburg zu schwätzen. Es tut natürlich auch damit zu tun, dass an ganz viele Bereiche das mehr Personal aus dem Ausland kommt, was natürlich den Ursachen hat. Ne? Und das hängt nicht damit zusammen, dass die Patronen keine Lützeburger Welten abstellen. Mit sind einfach keine do. Und da will ich auch dabei so ganz will ich das nicht hinholen. Ich wohne nur bei der Fields, wo die meisten Leute, die da wohnen, das sind Portugiesen, und die schwätzen in René, wenn ich an der Boutique gehe, geht meistens Portugiesisch geschwätzt, sie schwätzen mit mir Lützeburgisch. Und sodass ich denke, das ist auch eine Frage von Motivation. Wenn ich an die Stadt komme, da fällt mir effektiv auf, dass du Lützeburgisch nicht mehr ganz viel geschwätzt wird, wenn ich so dauernd an der Boutique, an der Straße, da hat das viel geändert. Andrei, den Ex-Bürgermeister von Straßen, der hat 2017 am Wort. Wir stellen auch fest, dass man hier in Straßen fast kein Luxemburgisch mehr reden kann. Spreche ich Luxemburgisch, verstehen mich die meisten nicht, berichtet Greiveldinger. Das ist aber für den Kommissar von der Lützeburger Spruch schon mal dramatisch sein, wenn ihn so etwas hört oder nicht aus Lützeburg am Alter zur Straße quasi verloren gegangen. Ja, das kann ich nicht sagen, weil ich finde nicht. Mit den mir wäre abgefallen für einen... Mit Bürgermeister hat er nicht vielleicht gesagt. Nein, also ich lebe da doch, das hängt doch ganz stark von den Gemengen auf, wo ich wohne. Das fällt mir auch auf, dass dann je nachdem, wo ihn hingeht, die Situation ein ganz anders ist. Aber ich will darauf antworten, also ich will das nicht klein reden, und da muss ich noch darauf reagieren. Aber ich will auf mal etwas darauf antworten, wie der Edukationsminister für 4 Jahre für ein Gesetz über die Promotion vom Lützeburgischen durchs Land gezogen hat. Da kommen eine ganze Partie Ausländer an die Reunionen, an die haben gesagt, wir kriegen keine Chance für Lützeburg zu reden, weil Lützeburger schwätzen nicht Lützeburg, man da ist. Was sie hören, dass wir nicht gut können Lützeburg schwätzen, da schwätzen sie direkt etwas anderes, man da ist. Und ich meine, du hast zum Beispiel einen Punkt, wo ihr könnt anhaken. Das ist aber mittlerweile so, dass man effektiv auch Gemengepolitiker haben, die kein Lützeburgisch mich schwätzen. Da gibt es manst 2 Schaffen, die kein Lützeburgisch mich schwätzen, zu Bettendorf und zu Deverding. Das ist neu, weil früher haben an der Gemengerat alle guten Membern von der Gemengerat auch Lützeburgisch geschwätzt. Setzen Sie sich überhaupt dafür an, dass als Lützeburger Spruch auch an der Gemengepolitik erhalten bleibt? Das ist ja ein Gesetz, das das vorschreibt. Das ist ein Gesetz, das sieht, es muss nicht Lützeburg schwätzen an dem Gemengerot. Kann ihn auch einen von den 2 anderen offiziellen Sprachen, Holländisch oder Französisch. Also das Gesetz sieht das, und damit werde ich mich nicht dagegen opposieren. Mit das nämlich Gesetz sieht aber auch, dass keiner kann verlangen, dass man an der Spruch geantwortet kriegt. Das heißt, de facto also so, dass auch die Chefen, die da nicht können oder nicht wollen Lützeburg schwätzen, die müssen nicht einfach verstehen, sonst können sie nicht da sein. Also das festgehalten, dass jeder am Gemengerot recht hat, auf Lützeburg zu schwätzen, und kann keiner verlangen, dass auf Französisch geschwätzt wird. Und ich meine, das ist eine Aufgabe vom Gesetzgeber, das nicht Kommissar für dort zu sagen, dass das gut oder das nicht gut. Nee, klar, verstehe den. Kommen auf das Thema Briefe zu schwätzen, eben von den Gemengen, die in Städten gehen, oder auch von Administrationen. Ganz stark sind die just sprachisch, zum Beispiel auf Französisch. Wie war das auf Lützeburg?
Also ich kann do besser von den Administrationen Schweizer von den Ministerien, weil Gemenge sie aber ziemlich stark autonom. Ich meine, das Problem ist den nämlich denn. Es gibt ein Komitee interministeriell, dem Kommissar zur Seite steht, und ich finde leider bis recht einke können zusammenrufen aus den bekannten Ursachen, wir sehen das dann einst über Internet. Und du hast da doch ganz stark ein Thema, weil auch bei den Ministerien könnt immer mehr froh, dass sie sollen zum Beispiel den Minister ein Rede auf Lützeburg schreiben, dass sie sollen Lützeburg Sachen auf das Internet setzen. Und sind alle gut nämlich das Problem, sie haben Fachterminologie nicht auf Lützeburg. Und da haben wir eine Demarche gemacht, für zu so am Center für den Lützeburger Spruch zu summen. Wir haben den Glossier von denen Wörter, die bei euch wichtig sind, und dann gucken wir zu summen, dass wir da eine einheitliche Schreibweise kriegen. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil das müsst ihr auch vermutlich nämlich sehen, es ist nicht gut von einem Text, die Deutsch an die Französisch wieder aufgewechselt gehen. Also das ist nicht gut, wenn an einem Satz steht Administration, an dem Satz am Druck steht Verwaltung. Ja. Und das ist effektiv am Lützeburgischen Problem, dass wir andauernd zwischen den Französischen und den Deutschen wieder wechseln. Und das ist auch ein grosses Problem für die Leute, die als Spruch lehren. André, so merci für all diese Explikationen, Herr Barthelmy. Okay, merci auch. Lützeburger Spruch als ein ganz großes Thema für ganz viele Leute hier am Land. Das Medien noch immer bei Umfragen, wo ganz großen Teil von den Lützeburger ugeht, dass sie beunruhigt sind, dass Lützeburger Spruch immer mehr aus verschiedenen Bereichen am Alltagsleben verschwindet. Und auch dabei, wenn jemand mit den Leuten schwätzt, da kriegt immer gesagt, ob das an den Boutiken, ob das auf der Straße ist, ob das an den Vereinen ist, eventuell an einer Masse an der Kirche, ob ältere Versammlungen oder sonst irgendwie am Berufsleben, wo früher Lützeburg geschwärzt ging. An Haut echt der Anspruche geschwert gin hauptsächlich Französisch, so dass Leute den Eindruck haben, dass Französisch am Fong Lützeburg aus ganz viele Bereiche an den letzten 10-20 Jahren verdrängt wird. Und wie der Kommissar für Lützeburger Spruch auch sagt, er sagt ja selber auch, hier an der Stadt Lützeburg als das Phänomen, dass er an der Boutique quasi kein Lützeburg mehr hört, kein Schwätzen mehr kann, und auch an den Straßen heier den net mi viel Lützeburger an den alle Atten, die man alle gut kennen, den wird dazu gesot, dass het nun mal auch ganz schwierig wird gehen, an dass het unwahrscheinlich wird, dass Lützeburg sich nach lang kennt halen an durchsetzen kennt, ob so Platzen wie hier an der Stadt. Froh ist natürlich wat geschieht am Lützeburgischen Wertspruch irgendwann ganz verschwannen, also die Gefahr ist effektiv da. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir hingehen, dass wir etwas für den Spruch machen. Und wir als ZDR sind da auch immens aktiv, und wir sind die ganze Zeit, der 100, kann ich so 24 auf 24, setzen wir uns an, für das Lützeburger Spruch mehr an den Alltag könnt, an irgendwelche Formen, die möglich sind. Und wir kritisieren doch regelmäßig die Regierung, wenn sie das nicht möchte. Wenn sie zum Beispiel Briefe rausgeht, die dann auf 4 Sprachen sind, wo sie dann Kehle zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, wo man nicht gut fanden. Oder wenn sie zum Beispiel so Kommunikationen machen, die Internetseiten von den Gemengen, vom Staat, ganz viele Sachen sind nicht auf Lützeburg, und das können am Anfang einfach machen. Der Punkt ist, den natürlich wir haben, wie doch der Kommissar sagt, ganz viel Ausländer hier am Land. Wir haben in den letzten 10 Jahren sind 200.000 Leute hier an den Rat gekommen. Und wie wir alle wissen, ist es relativ schwer, einen Spruch zu lehren. Und der Punkt ist einfach auch den, dass sie sich auch beschweren. Das ist interessant, dass sie nicht mehr in Kontakt kommen mit dem Lützeburger Spruch. Das heißt, in Ausländern, die gerne Lützeburg lehrt, die sieht, man ja, schwätzt kein mit mir Lützeburg. Und überall, wo ich hingehe, da höre ich auch kein Lützeburg mehr. Wie soll ich es dann lehren? Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Und ich meine, da muss man hingehen und einen ganzen Paradigmenwechsel hinkriegen, dass es im Lützeburg den Spruch gibt, die am Anfang normal am Alltag, am öffentlichen Raum benutzt. Und natürlich muss man hingehen, für dann Leute auch motivieren, dass man eine Möglichkeit auch zu gehen, für das zu lehren. Ich meine, wir alle Guten müssen auch gucken, dass wir so viel wie möglich Lützeburg benutzen, für dass die Leute, die hier sind, dann auch das Lehren an Spruch auch dann wertschätzen können.
Die Regierung die gëtt fir, dass Lützeburg machen, da soen se ja wie DP dat gesot huet am Wahlkampf Zukunft der Lützeburg mit Realität awer eng an. Du muss ich ganz gut oppassen, weil der Tummer gesi beim Numm vum Stadion zum Beispiel, das just e klenge präzise Punkt, mit den se der viel aus den Numm vum neue Stadions Stade de Luxemburg. Wir hatten eng ganz Part die Brewer gemer och die konzerniert Leiit und puge meeschtech fir der Lützeburgsche Nummzuelen einfach wenn der Symbolkraft doch ne. Dat hunn se net gemer. Dat ass awer schon so en Zeechen so, dat se dat die Präoccupatioun die Leiit hunn net so ganz serieux hoelen. An dann dat ändert dats verdëmmerem gemerket, gëtt de Problem gëtt en gewissen sinn ignoriert, an da kënnt den de berühmte Satz, den en ëmmerem héiert vu Politiker oder vu sos politischen Akteure wann se so behaupten, et gëtt soviel Lützeburgch geschwert wéi nach nie. Dat ass je mech de besten der Brëllsgag vu de lächten Zengiwer, die nicht hierhéieren hunn, an dat ass je komplette monde konträr vun dem wat Leiit derbausen fillen, an dat wat ze derbause fillen a gesinn, dat ass je of doch dat wat richtig ass, dat ass den mesteen dats am vung ëmmer Manner Lützeburgch geschwert gëtt am öffentliche Raum am Alldach an dat wat Sido soen ass also an dem Sinn einfach falsch si soen, dat doch einfach fir dat Thema wat ze nervt last ze gin. Mir lussen dat natürlich net zo an als der Wertemeis weiter Vierspruch ersetzen Alldach bei de Wahlen, a wann man egent van eng an der Regierung sinn, da werd eng Politik machen, déi der Spruch Eiserspruch déi nedeg Platz gëtt, die sei am Land verdient huet. Zter méi wie eng mir zengt, viren se Stawun aus dem Staater Neidorf géint die geplante Fausgänger a Wëllosbreck iwwertierem Dall. Die Quartier en Zenz a weime Schaff mat nee verbanne soll. Gewiert gëtt sech awer net géint de Pro u sech, mat dats die geplante Platz wo d'Brick soll hikommen, déi den Awunner géint de Strich geht. Mat engen Kächtepunkt vum Minimum 18 Millionen € ass die geplante rund 200 Meter lang Wëllosbreck iwwerdriwen Deier. So d'Awunner vum Neidorfer Interesseverein. Dobei kënnt de Pro op die komplett verkéiert Platz, do wo d'Brick kaum Appes bringt. Dowen weime Schaff. Du wees bal kemensch, wo die Brick do rauskënnt, dat ass wie man immer so am Niemandsland. Die aner Seite Zenz, an eng verstoppenen Eck vum Zenz, du wees och kein wo dat ass. An fir Hanno 5 Leiit, die die Brick benutzen. A den Enteré, wat man an Boier Meeschler seet, Di hut awer Lift of. Fir den Neide was den Enteré 0. Wa ma mir hai an dem Schulhaft mat engem Lift. Wo si immer hai? Hai ass ke Kommerz. De Kommerz ass dowen. Den ass dowen, aber hai ass näicht. Et schilt sech ëmmer méi raus, wann der soll einfach Prestige Obje ginn dofir, dats do verschiedene Leiit sech kënnen eng gëlle Blümchen in de Palter henken. Die Brick ass die ganz nuet belicht. Weil mün dat vun der Madame Boier Meeschech gesot krit, die ass so schei belicht, dats du déi an der Stadt duwe gesäis. Dorems ass et. Et geht Obje, London, Golden Eye, a wat iwwer. Ha gi mir gleichgestalt. Mit das awer hai ënnen drënner 600 Leiit Minimum. Dodurch mussssen hier Lebenssqualitéit opgehen. Dat kann net sinn. An ech betone nach enkeier. Mir sinn hai am Neidorf net géint eng Breck. Mir wären nie géint eng Breck. Aber mir hätte ger gehabt vun Ufangun, wann soviel Suen mussssen ausgehen, dann muss et op enger Platz sinn, wo d'Leiit kënnen davon profitieren. Wo de Quartier valoriséiert gët. Ja. Am Hang, wo d'Brick soll hikommen, gëtt nach de lächten intakte Bëch zu beide Säiten e wäsch gemach, war doch nach Geformer ze springt, dat den Terrain ka rutschen. Ganz Natur gëtt freck gemet, dat muss Chemie lo soen, dats lo durch die Beem, die Brick opkënnt 56 Meter heich, dats du neich Futti gemet, weil ha gehtt an no ganz genau nämlich wie am Perfendal, ha fällt alles, Zonderisk, wat das dat. Et fällt alles, wat muss gemit gin, da muss de ganze Bëch muss opbetoniert gin. An soll Chemie soen, dats dat net so ass, anders geht et net. Net just Leiit am Neidorf sinn opbrucht, och den Interesseverein Zenz weist sech skeptisch, wat de geplante Standort vum Projekt Wëllosbreck ugeet, so dat noch hei bedauert, dat de Staater Schäferrot net op d'Awunner lauscht dat fir d'Brick op enger mi sinnvoller Platz ze bauen.
D'ADR steht op der Seite vun de betroffenen Awohner. De Staater Gemengekonseil an Deputéierte Roy Reding ass schon bei der Regierung grad wie beim Staater Schafferrot interveniert an huet auch no gefrot, fir wat kein alternative Projekt ausgeschafft gin ass. Am Mehrheit vun ADR Tele sonech lo Merci, dat Dir mat dabei wärt. Op der Tele könnt Dir als zwar net op RTL, mat dofir bei Doc an op Apart TVs viieren, a vergiss doch net firch regelmäßig op eiser Internetseite oder op Facebook zu informieren. Bleibt gesund, Adi, a bis die nächste Feier.